Okay, wie wir gesehen haben, haben wir ein Angebot gekriegt und zwar für Amiobi. Halt, wo sind wir denn? Da drin sind wir. Laufende Verhandlungen. Ja, wie gesagt, für Amiobi, unser Nigerianer, 30 ist er. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber wenn wir den verkaufen, dann heißt dann, wir müssen uns einen anderen verpflichten. Das ist Fakt. Jetzt pass auf. Entwicklungsprotokoll. Also, er ist eh schon auf der Entwicklung nach unten. Also, was sogar das Beste, wenn wir verkaufen. Wir könnten noch immer 3,3 Millionen ausschlagen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Bedingungen annehmen. Also, unser Afrikaner ist verkauft. Für 3,3 Millionen. So, pass auf, jetzt muss ich mal schnell schauen. Das heißt, wir haben dann nur noch Ronaldo, Dembaba und Cissé. Aber es wird natürlich ratsam. Noch ein weiterer Mann, weil Cissé, ja, er geht noch. Der ist erst 27. Aber Jungstalent können wir immer noch brauchen. Weil, was sind schon 3 Stürmer? Jetzt wenn einmal zwei verletzt sind oder so oder einer gesperrt ist und dann ist gleich einer weg. Das heißt, wir schauen uns gleich mal um nach einem anderen. Ja, ich glaube in der Jugendmannschaft eher nicht. Da ist das der Beste mit Stärke 66. Zudem hat er einen Namen, den ich wieder nicht aussprechen kann. Also nehmen wir den schon mal nicht. Aber ich habe schon mal ein bisschen rumgeschaut. Also ich mache ja nebenher immer, ohne Aufnahme. Und zwar hätten wir da einen Guidetti. Was auch immer, was das für ein Name ist. Ein Schweden. Verpflichtungschancen stehen aber schlecht. Bei 29%. Zudem kostet er fast 15 Millionen. Können wir uns nicht leisten. El Sharabi. Der wird nur zum Ausleihen. Ein Italiener. Die Chancen stehen aber auch schlecht. Ja, das war so mein Favorit gewesen. Wieder einer von AS Rom. Wie gesagt, die kaufen wir schon langsam la. Der kostet allerdings 10 Millionen. Verpflichtungschancen 99% aber. Das ist natürlich die Frage, kaufen wir uns denn? Wir hätten aber noch im Angebot, hätten wir einen Julian Schieber von Borussia Dortmund. Das war günstiger. Aber gut, der andere war halt einfach besser. Ich denke, das machen wir einfach. Den kaufen wir uns. Müssen wir uns halt anstrengen, dass wir das Geld wieder einspielen. Ach du Scheiße. Wir haben schon 32 Spieler in der Mannschaft. Das heißt, wir müssen noch einen auswerfen. Jetzt pass auf. Das machen wir kurz und schmerzlos. Er da. Oder er. Ach, für den haben wir ein Angebot. Den werfen wir nicht aus. Ich würde sagen, wir werfen den aus. Weg damit. Kostet ein bisschen was, aber macht nichts. Abfindung. Aber können wir verkraften. Hauptsache wir kriegen einen vernünftigen Stürmer wieder. Bevor uns den einer wegkauft. Ich hoffe, das funktioniert so. Geht, gut. Also Anfrage haben wir gestartet. So, jetzt müssen wir uns nicht lange aufhalten. Sonst wird die Folge so lang. Also es geht weiter bescheiden ins letzte Gruppenspiel von der Europa League. Und zwar gegen den FC Metalist Kharkiv. Die sind aus der Ukraine. Ben Afa lassen wir daheim. Oskar bleibt erst einmal draußen. Amiobi geht einer. Dann tun wir mit den eine. Und den Rest lassen wir so. So, wir spielen in Weiß.
Ja. Gut, ab geht's. 6. Gruppenspiel in Gruppe sonst irgendwas gegen den FC Metalist Kharkiv. Und die haben wir im Hinspiel es weggehaut. Ja, und die Mannschaft wartet natürlich jetzt wieder so eine kleine Hilfe, dass wir wieder auf die Füße kommen. Weil wir noch zuletzt 3 Spiele in Folge schlecht gespielt haben. Davon 2 Mal verloren. Ja, durch den FC Metalist Kharkiv habe ich sogar jetzt Zuschauer aus der Ukraine, weil das einfach eine ukrainische Mannschaft ist. Also nicht nur wie bei den Engländern, sondern auch jetzt kommt nicht mehr auf die Mannschaft drauf an. Ich denke, dass es jetzt bald einmal portugiesische Zuschauer gibt, weil wir doch gegen Lissabon gespielt haben. Natürlich verstehen wir die hinten und vorne weg, wo sie da die ganze Zeit daher Quatsch. So, er hat die Torchance für die Ukraine. Tiote wieder zurück in dem Team. Für den, glaube ich, gibt es auch ein Angebot, habe ich gesehen. Und für den, glaube ich, springt dann mehr Geld außer. Also können wir uns Destro locker leisten. Zum Leid vom AS Rom. Das war dann der 3. Spieler schon. Was wir uns aus der Serie A holen. Von den Römer. Oh. Und jetzt, glaube ich, freuen sie sich bestimmt. Also 1-0 für Kharkiv. Durch Vorobey. Ja, so leicht kann es gehen. Nicht liegen wir schon wieder hinten. Es wird schon langsam echt zur Leidenschaft. Unserer Zeit sind wir echt nicht in bester Verfassung. So, erst einmal geklärt. Obertauern auf der verkehrten Seite. Ja, das mit dem Schuss war nichts. Und für Ronaldo, glaube ich, liegt da ein Angebot. Also zumindest hat er einen Beobachter. Und zwar Inter Mailand. Bei denen hat er ja früher mal gespielt. Also in Wirklichkeit eben. Und ich denke, wenn die unser Angebot machen, dann fällt das ziemlich hoch aus. Aber wir müssen den einfach widerstehen und können den nicht einfach verkaufen. Das ist unser bester Mann von hat. Und Vorobey ist schon wieder da. Und der war nicht ungefährlich. Ecke. Ronaldo. Tiote auf links. Ja, der ist wirklich nicht der Beste, der Tiote. Und ich denke, wenn jetzt dann ein Angebot reinkommt, dann hauen wir den einfach aus. Zudem kommt ja der Neumann. So, da ist wieder unser bester Mann im Mittelfeld. Dembaba. Ja, da ist er, unser bester Mann. Gerade habe ich es noch gesagt. Tiote.
Das ist der Ausgleich. Zumindest hat er wenigstens ein Erfolgserlebnis. Und das hat er nicht mal so schlecht gemacht, dafür, dass er so grottenschlecht ist. Also in meine Augen. Und dann ballert er auch in den Winkel. So, und somit steht 1:1. Ja, jetzt steht es wieder 2:1, weil wir total schlecht verteidigt haben. So, wer war denn das? Clayton Xavier. Die Nummer 10 macht es 2:1 für Metalist. Gut, gerade haben wir uns noch gefreut wegen einem Ausgleich. Und prompt haben wir wieder nicht auf den Deckel gekriegt. Ja, in die Hände vom Keeper. Gut, das war natürlich ein kleines Erfolgserlebnis, zumindest für Kharkiv. Weil die doch Gruppenletzter sind. Im Grunde macht uns die Niederlage nicht so weit aus. Weil wir sowieso weiter sind. Jawohl, und Dembaba lässt alle stehen. Und spielt die Abwehr an die Wand und macht das 2:2. Das war gar nicht mal so schlecht gemacht. Da war schlecht verteidigt. Ja, und dann hat er freie Schussbahn gehabt. Und nutzt ihn natürlich. Einer unserer torgefälligsten Stürmer. Neben Ronaldo. Ich denke, Dembaba war der größere Verlust, wenn wir den verkauft hatten. Als jetzt Ameobi, weil das nur der Ersatzstürmer ist. Und nur von Zeit zu Zeit einmal da ist. Firmino. Wieder Firmino. Den eigenen Mann auch geschossen. So, also torreich war die erste Hälfte. So konnte natürlich weitergehen. Aber vielleicht, dass wir mehr Tore schießen als die anderen jetzt. Gut, wollen wir wechseln oder lassen wir es dabei? Dembaba hat gut gespielt. Auch wenn er nicht in Topform ist. Ich würde sagen, wir lassen drin hat. Und machen einmal so weiter. Wie gesagt, es geht um nichts mehr. Wir sind schon sicher in der nächsten Runde. Ronaldo rechts vorbei. War natürlich ein schneller Start gewesen in die zweite Hälfte. Und ist gleich mal mit einem Tor. Edmar. Tiote, der Torschütze zum 1:1. Und wieder schlechte Abwehr. Und da haben wir wieder Abpass. Blanco flitzt durch die Reihen von uns. Und hat Pech beim Abschluss. Zu unserem Glück. Das wird fast nach hinten losgegangen.
Oh, an den Pfosten. Das wird natürlich jetzt die Führung gewinnen. Und ich hab den schon drin gesehen. Tyson. Auf Firmino. Ja, die haben auch schon viel mehr Brasilianer und so drin, statt Landsmänner. Ronaldo kann sie durchsetzen. Aber macht's nicht. Vielleicht hätte man querlegen sollen. Auf dem Baba, der war nämlich mitgelaufen. Was auch eine Möglichkeit gewinnen. So, auf links Gutierrez. Blanco via Villagra. So. War überhaupt keine Gefahr für Krul. Oh, und der wird fast durchgekommen, aber wir haben ihn noch. Tiote. Diesmal war nicht so kraftvoll der Schuss. Wird natürlich jetzt der Hammer gewinnen. Wenn er nur zweites Tag gemacht hätte. So, ich würde sagen, wir wechseln jetzt einmal aus. Und zwar, da wir Ronaldo allein fahren lassen. Und dann dafür an Oscar einer. Unser Riesentalent im Mittelfeld natürlich. Der soll irgendwann mal hier die Mannschaft aufführen. Ja, die Idee war nicht schlecht von Obertan, aber hat nicht ganz hingehauen. Da war einer noch aufmerksam von der Verteidiger. Gutierrez. Der Torwart klärt zur Ecken. So, und jetzt geht Dembaba raus. Und Oscar kommt. Ja, das war abseits. Es liegt auf jeden Fall das 3-2 für uns in der Luft. Ja, da haben wir es doch. Ronaldo. 3-2 Newcastle. Zweimal sind wir hinten gelegen. Jetzt führen wir zum ersten Mal. Und wie ich schon erwähnt habe, wird das unter Befreiungsschlag. Dafür, dass wir die letzten Spiele so schlecht abgeschnitten haben. Denn ich habe gesehen, in der Liga treffen wir jetzt dann demnächst auf Manchester United. Und da müssen wir uns natürlich in Bestform präsentieren. Damit wir da was dagegen setzen können. Tiote. Wieder Ronaldo. Links am Tor vorbei. Und die Ukrainer wechseln auch aus. Werden dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel bringen.
Oscar. Und es gibt nochmal Ecke. Und jetzt in der Song, wir wechseln jetzt auch nochmal aus. Und so hat wir Anita wieder einer. Und zur Abwechslung hat man mal Purge Springer. So, 2 neue Männer für die letzten paar Minuten. Ecke durch Caballé. War wie immer nix. Gutierrez mit Gewalt. Blanco. Xavier. Gut, der dürfen sie natürlich mit dem Angriff nicht durchkommen. Sonst gibt es einen Ausgleich. Sosa. Ist es nicht der Sosa, der mal bei Bayern gespielt hat? Ronaldo hat ihn noch. Es gibt nochmal Einwurf, also Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Immer noch nicht. Und jetzt gibt es nochmal Ecke. So, aber jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Ja. Für Metalist Kharkiv tut es mir leid. Die kommen leider nicht weiter in der Gruppenphase. Die, glaube ich, sind Tabellenletzter. Mit ohne Sieg und ohne Punkte. Wir schneiden mit Platz 2 ab. Ja, Sporting gewinnt auch das Spiel. Und hat somit mit 16 Punkten den ersten Platz erreicht. So, Hannover 96 ist weiter und die Queen's Park Rangers vor Olympique Lyon, unglaublich. Bordeaux ist weiter und Porto. Wolfsburg und Espanyol. Marseille und Fulham. Liverpool ungeschlagen weiter und Atletico Bilbao. Ach, wer ist denn das? Der erste. Stuttgart letzter geworden. Hamburg ist auch weiter. Rom dafür draußen. Ja, es sind einige Überraschungen dabei. Und wir haben eine Prämie gekriegt für den zweiten Platz. 200.000 Euro.